Hallo Reisefreunde und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Anreise nach Westnorwegen. Ja, wir sind immer noch am gleichen Ort, wie wir das letzte Video beendet haben, auf diesem Rastplatz mit so einer ganz wenig imposanten Aussicht. Einfach fantastisch. Wenn ihr das erste Video nicht gesehen habt, findet ihr das hier oben. Das hier, das ist quasi die Fortsetzung der Anreise nach Westnorwegen. Schon der erste Teil oder die ersten Tage für uns waren absolut fantastisch, unglaublich und mega schön. Und wir freuen uns, wenn es jetzt weitergeht. Wir machen noch kurz eine Mittagspause. Oh! Ja, es windet ein bisschen hier, das ist ein bisschen der Nachteil. Wir machen auf jeden Fall jetzt kurz Mittagspause, essen was und nach dem Intro geht es für euch und für uns weiter nach Westnorwegen. Es wird mega und wir freuen uns, dass ihr alle mit dabei seid. Sending out a message in a bottle. Came in through the door like a hurricane. And I hope you won't get your feet cold, 'cause das letzte Update habt ihr ja bekommen, wo wir die E134 verlassen haben und gerade auf den 9er gewechselt sind. Jetzt sind wir das ganze Stück hier schon gefahren, stehen momentan hier unten bei Valle und jetzt kommt dann eben dieser sagenumwogene Abzweiger, der in meinem Atlas als wirklich nur noch weiße Straße drin ist. Und selbst Nebenstraßen sind als gelbe Straßen markiert. Also ich bin sehr gespannt, was es da erwartet, aber hier auf der Karte steht es jetzt wieder als ganz normal drauf und ich habe jetzt hier die Karte auch mit dabei und da hat es also auch diverse Punkte, ihr seht das, diverse Nummern genau auf der Route, die wir jetzt fahren. Und deshalb bin ich mal guter Dinge. Komm, wir gehen nachschauen. So, das eigentliche Abenteuer von heute, das beginnt jetzt erst so richtig. Wir haben den Abzweiger zu dieser hochalpinen Straße genommen, die so ein bisschen speziell sein soll, die ein bisschen speziell in unserem Atlas vermerkt ist. Und wir sind natürlich super gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Die ersten 3 Kilometer, die geht es jetzt auf jeden Fall erstmal einfach nach oben. Und ja, mal schauen, was uns hier erwartet. Norwegen hat uns bis jetzt ja wirklich total gefesselt, nicht überrascht, weil wir wussten ja, dass es schön ist. Wir haben das schon x-mal gehört, aber definitiv gefesselt. Ja, wir nehmen euch mit hier auf diese hochalpine Straße. Steffi am Steuer, gibt alles und dann melden wir uns wieder von unterwegs. Du? Ich füttere Schafe. Macht man das normalerweise nicht aus dem Auto? Was hast du ihnen gegeben? Möhrchen. So, aber jetzt hat das Kleine genau die Schnauze auf unserem Rad. So, jetzt gehen sie weg. Tschüss, Schafe! Schöne Strecke hier, oder? Wahnsinnig schön. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt hier nicht auf der linken Straßenseite fahre, weil es erinnert mich total an Irland. Aber Musik kann man rumschwenken, es geht nicht anders. Schaut es euch mal an. Und das Wetter. Oh, da kommen gleich Autos.
ihr Lieben, und das kommt dann raus, wenn man nichts erwartet oder wenn man nichts weiß von so einer Straße oder irgendwas. Einfach nur fantastisch, dieser Weg. Ich hoffe, wir können das einigermaßen in Bildern rüberbringen, wie geil das wirklich ist hier in Norwegen. Die letzten Kilometer, die waren atemberaubend. Ich würde sogar sagen, es war bis jetzt der eindrücklichste Tag der ganzen Reise. Wir sind irgendwo bei zwischen 500 und 600 Reisetagen momentan. Ich weiß es nicht genau, irgendwas um die 530, 40, sowas. Also es ist definitiv einer der, wenn nicht der schönste Tag. Steffi, die versucht hier hinten noch die Drohne zu fliegen. Wir haben sehr, sehr viel Wind, darum gibt es nicht so viele Drohnenaufnahmen, aber sie gibt da hinten natürlich wieder mal ihr Bestes. Und ja, wir haben jetzt noch gut 50 Minuten Fahrt vor uns bis zu unserem Ziel und wir haben heute noch eine zusätzliche Challenge vor uns, denn heute Abend spielt an der WM die Schweiz gegen Serbien und das wollen wir natürlich nicht verpassen. Darum brauchen wir heute Abend unbedingt noch einen Fernseher. Wir fahren immer noch. Irgendwie möchte man in Norwegen gar nicht aufhören zu fahren, weil es um jede Ecke noch schöner aussieht. Wirklich, es kommt ein Highlight nach dem anderen. Und ja, jetzt geht es halt langsam darum, einen Schlafplatz für die Nacht zu finden. Und heute ist ja die besondere Herausforderung, dass die Schweizer Nationalmannschaft an der WM spielt. Ob wir das wirklich schauen können, ich zweifle noch ein bisschen daran, weil so viele Ortschaften kommen jetzt nicht in erster Zeit. Ja, mal schauen. Was meinst du? Ja, schön hier. Chef ist heute ganz schön fleißig mit Fahren, obwohl schön hier ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Da vorne ziehen auf jeden Fall dicke Regenwolken auf. Zum Glück hat unsere Solaranlage den ganzen Tag, obwohl in Nacht würde sie momentan vielleicht auch laden, den ganzen Tag durch richtig viel geladen. Ja, für euch gibt es weiter die atemberaubenden Bilder, wie ich persönlich finde, von Norwegen. Und wir melden uns dann, wenn wir uns irgendwie einen Schlafplatz gesucht haben. Ja. Und mitten im Nirgendwo hier bei Fjord und Hase haben wir jetzt gerade eine Mautstation passiert. In Norwegen verhält sich das so mit der Maut, dass man sich nicht registrieren muss. Man fährt einfach durch und die Rechnung kommt dann nach Hause. Man kann sich allerdings registrieren und dann hat man sozusagen im Internet ein eigenes Konto, kann die Kosten, die man verursacht hat, einsehen, die Strecken einsehen und sogar Bilder einsehen. Wir wissen nicht genau, was es damit auf sich hat, ob man sich dann selber anschauen kann, keine Ahnung. Wir haben uns auf jeden Fall nicht registriert und mussten jetzt soeben 48, hast du gesagt, norwegische Kronen bezahlen. Die Umrechnung in Euro steht jetzt unten. Und ja, zwischendurch wird man dann so ein bisschen überrascht, wenn man sich vorher nicht informiert hat, wenn dann auf einmal eine Mautstation kommt. Aber wie gesagt, die Rechnung, die kommt dann nach Hause und dann wissen wir dann schlussendlich, was wir bezahlen müssen. Also wie gesagt, ihr müsst euch nicht registrieren für die Maut in Norwegen. So, und zwischendurch muss dann ja jeweils auch eine Pause sein. Die machen wir jetzt hier. Sieht richtig cool aus, hat irgendeinen kleinen Shop mit so Spezialitäten, irgendwas. Sieht echt cool aus. Ich hoffe, ich kann euch das zeigen. Einfach wieder mitten im Nirgendwo, irgendwo in Norwegen. Spannend.
jetzt in diesem Geschäft. Super spannend, einfach so ein kleines oder eher größeres Lädchen hier am Wegesrand. Es dreht sich alles ein bisschen um Kerzen, zum Beispiel hier norwegische Kerzen, wie wäre sowas mal. Man muss sich ja warm halten hier in diesen Gefilden, es ist nämlich arschkalt draußen, richtig kalt. Ja, mal schauen, ob wir vielleicht auch was finden hier drin. Hinten hat es zum Beispiel noch ein Rentierfell, das wäre vielleicht auch mal was, oder? Um uns warm zu halten. Ja, ist natürlich alles ziemlich teuer, weil Norwegen richtig teuer. Oh, was sehe ich denn da? Jetzt wird ja alles noch größer. Wir nehmen hier Rentierfelle als Sitzunterlage. Wäre doch was, oder? Kostet 299 Kronen. Sind? So, 8 Personenschnipsel. Ganz schön teuer. Aber riesig hier, oder? Riesig. Einfach so ein riesen Laden. Und hier alles mit Eisbären. Ich zeige euch das mal ein bisschen. Wir haben nichts gekauft, Steffi hat nicht gekrömelt. Ja, aber alles ein bisschen teuer. Aber es hat ganz interessante Dinge. Zum Beispiel ein Teelichthalter aus dem Horn. Ja, also wirklich ganz spannend. Und verschiedene Felle, die sind so knuffig. Ein Fell war allerdings aus Neuseeland. Neuseeland scharf. Ja, aber ganz, ganz fluffig. Ja, wir fahren weiter, oder? Ja, unser Hobby heute. Wir haben schon so, manchmal ist es vielleicht fast ein bisschen viel für einen Tag, oder? Heute ist jetzt wirklich so ein bisschen... Aber wie gesagt, das ist ja eigentlich erst der Weg ans Ziel. Ja, und der war ja schon... Wir haben vorher gesagt, wir nehmen auch den Weg als Ziel, weil alles so schön ist und wir machen uns nicht verrückt, wenn wir einige touristische Hochspots nicht sehen, weil der Weg ist einfach... Die Straße heute, die war der absolute Hammer und da kann ich gut auf irgendwelche Steine verzichten. Die dazwischen Felsen klemmen zum Beispiel. Ich fahre jetzt weiter, tschüss. Nach dem Tag voller Natur heute gibt es jetzt absolutes Kontrastprogramm. Wir stehen auf einem Stellplatz mitten in der Stadt Stavanger oder so ähnlich. Den Namen lest ihr unten. Das Bild ist jetzt mit dem Handy gefilmt, weil wir jetzt so schnell wie möglich in die Stadt gehen, um den Fußballmatch zu schauen. Schweiz gegen Serbien. Drückt die Daumen, bis ihr das seht, ist das Resultat schon bekannt und wir hoffen die Schweiz im Achtelfinale. Mindestens Achtelfinale. Ja, wir machen uns auf, ihr kommt mit, los geht's. Wir haben gewonnen! In der 90. Minute hat Shaqiri noch das Tor gemacht. So cool. Und schaut mal, das Spiel ist fertig. Es ist voll nach 10 Uhr abends. Und es ist hell. Ja, wir gehen jetzt auf Fototour. Ja, wahrscheinlich ist der Wind ein bisschen schwer mit dem Handy, aber ihr seht vielleicht im Hintergrund, es ist echt schön hier. Also können wir nur empfehlen, mehr Bilder gibt es dann morgen. Ich würde sagen, wir beenden gleich das Video oder das Musik. Ja. Wenn es euch gefallen hat, die zweite Tour Richtung Westen, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Kanal abonnieren. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja auch. Ja. Das wäre dann schwierig, weil da müssen wir ganz ehrlich, müssen wir dann Partei beziehen. Aber soweit ist es ja noch nicht. Ihr müsst ja erstmal morgen gewinnen, sonst. Gegen Schweden, ja. Also, das war's.